Ach so, okay. Als ich dieses Apartment angemietet habe, war das Ding schon drin. Ist etwas kaputt, aber wenigstens habe ich nichts dafür bezahlt. So, wie können wir auf die Kombination von dem von der Waffenkisten? Meine Ermittlerlizenz. $20, ein lausiger Fragebogen und schon kann jeder, den es interessiert, in deinen Privatangelegenheiten rumschnüffeln. Ist es vielleicht die Nummer der Oma drauf? 8172. Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Meine Waffenkiste. Verdammt. Vielleicht haut sie. So ist es. Meine Knarre. Und die nehmen wir mit. Meine Knarre. Ist schon eine Weile her, seit ich sie zum letzten Mal benutzt habe. Ich trage die nicht gern mit mir herum. Aber egal. Ohne Munition ist sie sowieso unbrauchbar. Ich muss irgendwo im Büro Munition rumliegen haben. Ich muss mich nur daran erinnern, wo. Oh, der ist auch noch. Munition. Als ich dieses Apartment angemietet... Gut, er hat gesagt, im Büro. Gut, wo könnte Munition sein? Da ist Klappbett. Nichts braucht... Nein, die Knarre ist noch nicht geladen. Leider nicht. Not Die stehen da gut. Nein, ich habe gerade was anderes vor. Wo kann Munition Mein sein? liebster Sessel. Lieber nicht. Wenn ich mir diese Fälle nochmal anschauen muss, kriege ich Minderwertigkeitskomplexe. Dokument. Tja, wo kann Munition sein? Mein 3... Da können wir nicht hinten. Da gibt es nichts Vielleicht ein andern Mal. Eine Broschüre über die... Ich muss besorgen. Ich brauche jetzt kein Telefon. Vielleicht ein andern Mal. Nutzlose Papiere. Dokument. Gut, alles haben wir da. Gerade keine Munition. Ein Klappbett. Eine... Ich war noch nie sehr ordentlich. Genau, und deswegen finden wir auch keine Munition. So, es geht weiter bei Face Noir. Und wir brauchen ja noch die Munition. Und nach stundenlanger Sucherei haben wir die ja entdeckt. Und zwar da herum, wo wir nicht nachgeschaut haben. Hier ist ja die Munition.
Hoffentlich ist die nicht über die Jahre verrostet. Na toll, nur noch 3 Kugeln. Ich sollte das optimistisch sehen und das Magazin als halb voll und nicht als halb leer betrachten. Genau. Gut, die Knarre ist jetzt geladen. Ja. Die Knarre hat Munition, dann gehen wir mal da raus. Aha. Da ist also unser Büro. Da haben wir Zeitung. Eine alte Ausgabe der New York Voice. Ausnahmsweise hat der Wetterbericht einmal recht behalten. So einen Wolkenbruch habe ich noch nie erlebt. Als ob New York von einem Hurricane heimgesucht wird. So sicher wie der Bürgermeister Weston von seiner Wiederwahl spricht, scheint es, als ob seine Wahlkampagne nicht nur aus Reden und Händeschütteln besteht. Schlussendlich lassen sich die Stimmen, die man nicht über das Wahlprogramm gewinnen konnte, immer noch mit Geld erkaufen. Kardinal Rastinger erklärt Alkoholmissbrauch den Kampf. Solche Meldungen sind der Grund, warum ich und die Kirche nicht miteinander auskommen. Das ergibt keinen Sinn. Bestimmt nicht. Gut, was haben wir da? Ein Regenschirm in einem Schirmständer. Das ergibt natürlich Sinn. Hat man jemals einen Detektiv mit einem Regenschirm rumlaufen sehen? Na eben. Ich lasse ihn lieber da. Gut. Da haben wir einen Zettel. Eine Nachricht von Slowensky. Alle Mieter werden gebeten, keine Kinderwagen im Treppenhaus stehen zu lassen. Ich halte davon nichts. Wladimir Alexandrowitsch Slowensky. Das müssen die Kinder aus dem 3. Stock sein. Ich muss zugeben, sie haben einen Sinn für Streiche. Slowenskys Portierverschlag. Der russische Geizkragen steckt sonst den ganzen Tag in diesem Loch. Komisch, dass er jetzt nicht da ist. Ich glaube besser so, weil wir die 3. Mahnung gekriegt haben. Nein, danke. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Portier wäre. Slowenskys Portier, der russische Geiz... Die Mülltüten geben der Bude einen gewissen verblassten Charme, der ihre Einzigartigkeit ausmacht. Ich glaube, das ist eine Babuschka-Puppe. Das sieht einfach nicht so aus wie etwas, mit dem ein Kind gerne spielen würde. Nein, ich könnte sie nie aus ihrer natürlichen Umgebung entfernen. Gut, was haben wir da hinten? Ich will nicht nach oben. Ich habe mir mein Büro extra im Erdgeschoss ausgesucht, damit ich nicht jeden Tag Treppen steigen muss. Gut, dann gehen wir eben da raus. Ein Aushang, der die Anwohner vor einer Mäuseplage in der Nachbarschaft warnt. Mäuse und Ratten. Auch dafür ist die Lower East Side berühmt. Wählt Bürgermeister Smith. Wählt ein besseres New York. Was für ein Slogan. Ein Dreijähriger hätte es nicht besser machen können. Müll. Der gehört hier in New York einfach ins Straßenbild. Das sind die Fenster von meinem Büro. Klein, schmutzig und wenig einladend. Das sind die Fenster... Das Slowensky Apartment House. Die letzte Zuflucht für gestrandete und kriminellen Abschaum im Ruhestand. Vielleicht nicht der beste Ort für das Büro eines Ermittlers, aber bei meiner Finanzlage das Beste, was ich mir leisten kann. So schlecht ist es auch gar nicht. Wenigstens ist die Miete niedrig und man muss sich gar nicht erst ein Lächeln für die Nachbarn erbringen. Gut, und wo gehen wir jetzt hin? Vielleicht einmal geradeaus. Das ist ein Taxi. Da mein Wagen noch in Harlem steht, ist das die einzige Möglichkeit für mich, nach Brooklyn zu kommen. Der Juwelenladen vom alten Mr. Abraham. Sogar der Laden von dem alten Geizkragen musste dicht machen. Wenn die Wirtschaftskrise anhält, gibt's hier in 2 Jahren keine Geschäfte mehr auf der Lower East Side.
Seit dem Ende des Alkoholverbots pflastern Werbeanzeigen für die verschiedensten Sorten von Fusel die Hauswände. Der einstige Staatsfeind Nummer 1 ist zum besten Freund der braven Bürger von New York geworden. Ja, eine Lösung. Einer der vielen dampfenden Gullis, die so charakteristisch sind für diese Stadt. Dann machen wir ein Taxi von. Ein Taxi. Genau das, was ich jetzt brauche. Hey Kumpel, ich kann helfen dir? Fahr mich zu den Melville Docks in Brooklyn. Sorry, Freund. Ich im Moment kein Service. Was soll das heißen? Das heißt, ich nicht Arbeit. Ich Pause. Nix Fahrt, nix Arbeit und nix dumme Fragen. Ich Pause. Ich muss zu den Melville Docks. Es ist dringend. Kumpel, das ist dein Problem. Nicht mein. Wann ist deine Pause vorbei? Ah, ich nicht wissen genau. Kann sein 2, kann sein 3 Stunden. 3 Stunden Pause? Was für ein Nachttaxi soll denn das sein, wenn du hier mitten in der Nacht 3 Stunden Pause machst? Ich nicht spreche über meine Arbeit mit dir. Schon gar nicht in Pause. Bring mich zu den Melville Docks. Ich zahle dir auch das Doppelte. Ich nicht brauch dein Geld. Ich großen Batzen verdient heute. Und jetzt? Ich Pause. Verflucht Fahrer zu den Melville Docks und zwar pronto. Du taub? Freundchen, ich weg. Wenn du in große Eile und schnell Taxi wollen, wir rufen Taxifirma und sie schicken andere Taxi. Wiedersehen. Ganz genau Johns Meinung. Bis dann. Ja, der möchte uns nicht von. Und wie überzeugen wir den? Vielleicht mit der Knarre. Das ist hier kein Schießstand. Gut, dann werden wir wahrscheinlich mit dem Geld auch nicht überzeugen können. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Gut, und jetzt? Wo geht's da hinten hin? Ach so. Entdecken ist gleich die Kneipen. Gretas Laden ist geschlossen. Ich glaube, da müssen wir uns fast ein Taxi rufen. Das Telefon. New York Vermittlung hier. Wie kann ich Ihnen helfen? So, wir brauchen mal ein Taxiunternehmen. Ein Taxiunternehmen bitte. Einen Moment. Hallo, Winkels Taxis, was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein Taxi. Wo sind Sie? Essex Street, Lower East Side. Bitte warten Sie. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran. Tut mir leid, aber der einzige Fahrer in Ihrer Gegend geht nicht an sein Funkgerät. Er scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Haben Sie kein anderes Taxi? Nein, im Moment nicht. Keiner will in Süd-New York die Nachtschichten übernehmen. Die Gegend ist voller Spinner. Das einzige Taxi, das in der Gegend zur Verfügung steht, ist das, wo der Fahrer fehlt. Ja, wir haben schon seit Tagen nichts von ihm gehört. Wir haben ihn sogar schon bei der Polizei als vermisst gemeldet. Aber die interessieren sich nicht für einen verschwundenen mexikanischen Taxifahrer. Sie erzählen uns die ganze Zeit, dass uns irgendwann ein Ermittler anfunkt und dass sie eine Untersuchung starten. Aber bis jetzt habe ich von niemandem gehört.
Jedenfalls kann ich Ihnen höchstens ein Taxi nach Harlem schicken. Das dauert aber immer noch eine halbe Stunde. Nein, ich kann nicht warten. Ich lasse mir was anderes einfallen. Okay, wiederhören. Ein verschwundener Taxifahrer hat mir gerade noch gefehlt. Toll. Ganz toll. Die haben nur ein Taxi zur Verfügung. Und jetzt? Ich habe nicht vor, zu Fuß durch halb Manhattan zu laufen. Gut, morgen nicht. Du schon wieder, Kumpel? Ich schon gesagt. Ich Pause. Das Taxiunternehmen sagte, es gibt keine Taxis in dieser Gegend. Scheint als ich einzige Taxifahrer in weite, breite Umgebung. Hey, warte. Das Taxiunternehmen sagte, dass der einzige Taxifahrer hier in der Gegend vor ein paar Tagen verschwunden sei. Verschwundener? Ich nicht bin Verschwundener. Ich nicht mache Funkverkehr einfach so. Und warum benutzt du das Funkgerät nicht? Ich habe verkauft. Mache dicke, große Geld. Du hast dein Funkgerät verkauft? Ja, verkauft. Ich sowieso mehr Fahrgast finde, wenn einfach rumfahre. Funkgerät kein große Hilfe. Du bist also der einzige Fahrer in der Umgebung. Ich nicht Arbeit, ich Pause. Irgendwas ist hier faul. Warum jetzt wieder Störung? Oh, jetzt haben wir Chris eine Auswahl. Pass auf, wie war das? Da war doch was mit Folge dem Lord. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Das passt nicht. Haben wir noch mehr? Das Taxiunternehmen sagte, der verschwundene Fahrer sei ein dicker Mexikaner gewesen. Und du siehst mir nicht wie ein dicker Mexikaner aus. Was das soll heißen, was du sagst? Ich nicht verstehe Bedeutung. Komm schon, spiel mir nichts vor. Du verstehst genau, was ich sage. Wenn du Mexikaner bist, dann bin ich Abraham Lincoln. Ich Mexikaner. Ich immer Mexikaner gewesen. Adoptierter Mexikaner. Schon adoptiert als ich ganz kleiner chinesischer Junge. Lange schon gelebt in Mexiko. Mein lieber Onkel. Sicher. Und wie heißt dein lieber Onkel? Name von meine liebe Onkel. Sein Name Diego. Diego de la Vega. Diego de la Vega. Das ist der Name von Zorro, oder? Ja, genau. Liebe Onkel Zorro. Viele Freunde haben gesagt Zorro zu meinem Onkel. Zorro ist ein fiktiver Held aus Filmen und Groschenromanen. Er ist nicht echt. Wie bitte? Du mir sagen, meine liebe Onkel nicht echt? Okay, vergessen wir die ganze Geschichte einfach. Es ist mir egal, wer du bist, wo du herkommst und was du mit dem mexikanischen Fahrer zu tun hast. Verdammt, bring mich einfach zu den Melville Dogs und ich werde dir mit der ganzen Sache nicht weiter auf die Nerven gehen. Wie klingt das? Du mich erpressen? Nenn es wie du willst. So steht die Sache nun mal. Ich nicht höre auf Erpressung? Ganz wie du willst. Ich bin mir sicher, dass die Polizei schon ganz gespannt ist auf die Geschichte von Zorros chinesischem Neffen. Okay. Du gewonnen. Du klettern in Taxi. Aber niemand nichts sagen über mich und lieber Onkel. Die Einstellung gefällt mir schon viel besser. Wo wir hinfahren? Zu den Melville Dogs.
Das Taxi gleitet über die Manhattan Bridge wie ein einsamer Reiter, der sich nicht um Geschwindigkeitsbegrenzungen kümmert. In meinem Kopf klopft ein Quartett Dampfhammer einen exotischen Rhythmus und erinnert mich daran, dass ich immer noch etwas Whisky im Blut habe. Nicht gerade die optimale Verfassung, in der man zu einem Treffen gehen sollte, das vermutlich arrangiert wurde, um mich verschwinden zu lassen. Du jetzt zufrieden? Ich dich herbringen und jetzt ich gehen weg. Du gehst gar nirgends hin. Warte hier auf mich. Ich muss warten auf dich hier? Ich nicht will warten auf dich hier. Dieser Ort gruselig. Ich weg wollen. Hör auf zu jammern. Oder ich schwöre, dass ich dir die Taxilizenz entziehen lasse. Lizenz? Man braucht Lizenz für Fahren Taxi? Großartig. Ein chinesischer Taxifahrer ohne Lizenz, der im Wagen eines Mexikaners sitzt, den niemand auftreiben kann. Willkommen in New York. Gut, und jetzt sind wir an den Melville Docks. Wo wir erst einmal speichern.